Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende 2 Beiträge für euch in der Sendung. Der Gemeindepräsident äußert sich zum Triftgestürm zwischen Innertkirchen und der KWO und das sagen die Besucherinnen und Besucher zur Tötungsthematik im Tierpark Bern. Das Verhältnis zwischen der Gemeinde Innertkirchen und dem Kraftwerk Oberhasli ist nach den Verhandlungen zum Triftprojekt abgekühlt. Die Gemeinde war mit den Rahmenbedingungen nicht einverstanden und will jetzt zuerst offene Fragen mit dem Kanton klären, bevor sie wieder Gespräche mit der KWO aufnimmt. Der Gemeindepräsident von Innertkirchen, Lorenz Mohr, nimmt gegenüber der Plattform J Stellung. Wie er die Situation einschätzt, erfahrt ihr im Beitrag von Jannik Müllemann. Wir haben ja den Widerstand zum Triftprojekt eigentlich lanciert, weil wir mit den Rahmenbedingungen als solches nicht einverstanden waren. Und wenn jetzt natürlich eine Alternativroute gewählt wird, die von einem anderen Tal, wo vielleicht nicht direkt im bewohnten Gebiet stattfindet, dann ist das für uns natürlich ein Teilerfolg. Ja. Was muss passieren, damit wieder ein Dialog stattfinden kann? Genau, oder das Springende ist daran, wir haben den Dialog nicht abgebrochen. Wir haben einfach, sie stört, weil wir der KWO haben gesagt, wir haben zuerst eine Diskrepanz mit dem Kanton zu lesen in Bezug auf das herrenlose Land und kommen nachher in einem zweiten Schritt auf sie zu. Wir haben dann zumal schon, wo wir die Stellungnahme gegenüber der KWO signalisiert, dass wir gesprächsbereit sind, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir sind natürlich sehr interessiert daran, den Dialog mit der KWO wieder zu führen. Das haben wir aber immer gehabt. Aber erst, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und wenn natürlich das Projekt jetzt so abgeändert wird, wie sie es kommuniziert haben, dann gibt es ganz eine andere Ausgangslage für uns. Was man vielleicht dort noch sagen dazu ist, wir haben nicht per se ein Problem mit der KWO als Arbeitgeber. Wir schätzen ja die KWO als Arbeitgeber hinter dem Kirchen, ganz klar. Wir haben keine Diskrepanz mit der KWO, aber wir haben einfach eine Diskrepanz zum Projekt gegeben, bis anhin, weil die Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben. Und ich glaube, das ist das, was jetzt in allen Debatten meistens ist in falschen Hals geraten, wenn man davon spricht, dass eine Gemeinde nicht mehr mit der KWO redet. Ebenfalls Schlagzeilen gemacht hat vergangene Woche der Tierpark Bern. Der Tierpark tötet alte, überzählige Tiere. Doch was hält die Bevölkerung von dieser Thematik? Alexandra Inniger hat sich für die Plattform J im Tierpark Bern umgehört. Die Meinungen gehen auseinander. Grundsätzlich ist ja ein Tier wohl, wenn man das pflegt. Ist ja das bis zum Ableben, aber ich weiss nicht, was dort die Praxis vorher war bei den Zoos. Ja, das ist ja Behandlung wie beim Menschen. Wird wahrscheinlich ähnlich praktiziert, dass es eben auch einen pflegerischen Hintergrund hat. Das ist schwierig zu sagen. Ja, es gehört dazu, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mit dem nicht so das Problem. Ich glaube, ich bin zu wenig vom Fach, für das ich es beurteilen kann. Es geht ja sicher auch immer darum, wie alt sind die Tiere, brauchen sie es überhaupt oder müssen sie noch, dürfen sie noch leben. Aber ja, ich glaube, ich kenne mich ein bisschen zu wenig aus. Ich denke, es muss halt vielleicht auch so ein bisschen, für solche Tiere auch Platz haben in einem Zoo. Oder halt vielleicht auch einen Zoo geben, der solche Tiere hat. Es gibt ja auch schon Zoos, die eigentlich das ein bisschen hatten, das Prinzip, das ich weiss, und ich mit meinen Kindern auch schon her bin, die dann geschlossen werden mussten. Auswildern wäre super. Wölfe hat man ja schon draussen. Aber ich habe das Gefühl, dass Tiere nicht funktionell überleben würden. Das ist noch schwierig, das Auswildern. Ich glaube, da braucht es extrem viel Anlaufzeit. Unmöglich ist es nicht. Aber da müssen schon die Tiere wieder an die Wildnis gewöhnen. Ich sage es mal so, wenn es im Tierwohl ist und man sieht, das Tier leidet, dem Tier geht es nicht gut, finde ich das eine super Sache, um einfach das Tier nicht weiter leiden zu lassen und einfach da eine Grenze zu setzen und einfach auch nicht weiter das Tier in dem Sinn zu quälen. Das war es vom heutigen Panorama.
Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf unserer Website plattformj.ch oder auf dem App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News mit dem Wetter. Ich sage schon jetzt merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweis. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zum Wetterupdate auf der Plattform J zum Dienstag, meine Damen und Herren. Es hat heute eine Wetterbesserung gegeben. Der Start war zum Teil noch eine graue Angelegenheit mit dicken Restwolken, aber nachher hat sich die Sonne besser durchsetzen. Das Hoch hat sich da über Mitteleuropa aufgebaut und das wird bis am Freitag wetterbestimmend sein. Und es erreicht uns auch sehr, sehr milde Luft. Frühlingswetter erwartet uns in den nächsten 2-3 Tagen. Morgen Temperaturen bei rund 2 bis 3 Grad, stellenweise Nebel im Flachland, die sich im Laufe des Tages auflösen. Sonst morgen aber sehr ein sonniger, oft auch wolkenloser Tag und es wird frühlingshaft mild am Nachmittag mit 14 bis 15 Grad. Auf 2000 Meter bis zu 10 Grad, auch in der Höhe extrem mild für die Jahreszeit. Ja, und so geht es dann auch weiter bis am Freitag mit recht sonnigem Wetter, nur wenig Nebel im Flachland, Temperaturen frühlingshaft 17-18 Grad. Erreichen wir an diesen beiden Tagen. Nachher am Samstag eine schwache Störung, die reinzieht, eine schwache Kaltfront, kann ein bisschen Regen geben. Ab dem Sonntag wird es aber dann schon wieder freundlicher. Das war vom Wetterupdate. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Dienstagabend.